Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Hunde sind angeblich faul, Kühe blöd, Schweine fies und Schlangen falsch. Schafe, so sagt eines von vielen tierischen Vorurteilen, sind dumme Tiere. Was gerade Schafe angeht, so haben Forscher der Universität Cambridge herausgefunden, dass jene weitaus klüger sind, als der Volksmund meint. Ihr Orientierungssinn ist weitaus besser als vielleicht bei manch einem menschlichen Zweibeiner. Nach Jahren der Trennung erkennen sich Schafe sogar gegenseitig wieder. Auch menschliche Gesichter können sie unterscheiden. Diese Erkenntnis, nämlich, dass Schafe nicht jedem Hirten folgen, war scheinbar Jesus nicht unbekannt, wenn er sagt: Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir, dem guten Hirten. Aber Moment mal, dann soll ich auch so ein Schaf sein? Grasfressend auf der Weide, der Herde hinterhertrotten, immer nur eine sein von vielen? Nichts Besonderes? Keine eigenen Wege gehen? Ich lasse mich doch nicht fremdbestimmen. Denke es und klicke auf den Button und bin Followerin Nummer 225.344 von Influencerin. Ach, wie war der Name nochmal? Aber hey, ja, ich will auch über mich selbst bestimmen. Ich will nicht immer mit der Masse schwimmen. Denke es und lege die coolen Schuhe in den Warenkorb, die mir eigentlich gar nicht gefallen, aber schließlich trägt man sie und es ist ein Must-have für den Frühling. Der Ruf vom treu-doofen, ein bisschen einfältigen Schaf, das zu gutmütig ist für diese Welt und von den Wölfen des Alltags gnadenlos reingelegt wird, ja, wer will da schon gern ein Schaf sein? Da halte ich mich doch lieber an jene Tierforscher, die ebenfalls herausgefunden haben, dass Schafe sehr gemeinschaftlich denken und handeln. Auf Veränderungen scheinen sie sich schnell und praktisch einstellen zu können. Wenn ich mir so die Schafe als tierische Vorbilder in der Herde des guten Hirten Jesus Christus vorstelle, brauche ich eigentlich keine Angst zu haben, meine Freiheit zu verlieren. Im Gegenteil. Gerade weil ich weiß, dass er mich begleitet, muss ich nicht in Panik geraten über die Unübersichtlichkeit dieser Welt. Brauche ich mich nicht zu fürchten vor dem, was alles auf mich zukommt. So kann ich gelassener meine Wege gehen, muss nicht allem und jedem hinterherrennen. Eigentlich kann ich auf diese Weise freier sein, als ich es wäre, wenn ich mich nur auf mich allein verlassen würde. Mich als Schaf des guten Hirten zu sehen, gibt mir Kraft, meinen Weg zu gehen, egal ob ich durchs finstere Tal stolpere oder mich auf grüne Aue entspanne. Er ist bei mir und es gibt keinen Tag und keine Situation, wo ich ganz allein auf mich gestellt wäre. Und letztendlich hat Jesus mit seinen anfänglich 12 Followern aktuell gar nicht so schlecht abgeschnitten. Man müsste ihn als Influencer mit aktuell 2,5 Milliarden Followern listen. Unvorstellbar groß die Herde derer, die sich ganz analog in den letzten 2000 Jahren im Anschlossenen nachfolgten. Dann fangen Sie mal an, diese Schäfchen zu zählen. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.